schau her, frisch aus dem Backofen. Rudis erste selber gemachte Platzerl. Ui, da freue ich mich aber schon. Darf ich da mal probieren? Ja, freilich, probieren wir's, du weißt schön. Rudi, was hast du denn da gemacht? Die waren doch alle nach Rezept. Ja, leck. Die schmecken ja fast wie ein Schnupftabak. Oh, da meine ich, habe ich erst Zimtdoser mit dem Schleifer weggesagt. Boah. Ja, was tust du denn? Ja, wenn man schon nicht fressen kann, dann schnupf es halt. Sagt's einmal, Leute, warum müssen wir eigentlich da so einen Schmarrn machen? Das kann ich dir schon sagen. Zwingst der Harmonie. Damit wir in 2 Stunden ohne Gemurre von den Weibern beim Wirt Champions League schauen können. Jetzt hör halt einmal die Tagfresserei auf, da bleibt ja nichts mehr für die Platzen übrig. Ich mag eh keine Platzl nicht. Mir ist der Tag da viel lieber. Jetzt hör halt auf, im Rezept steht doch drin 3 bis 4 mm und die sind locker 5. Bist du so ein Korinthenkacker? Was bin ich? Ein Korinthenkacker? Und was bist dann du, ha? Warum hast du denn ja was, oder? Die seid doch keine kleinen Kinder. Was ist denn los? Er hat angefangen. Ja, aber ich hab auch sicher weggenommen. Ah, Ruhe ist jetzt. Von mir aus könnt ihr zum Wirt gehen und euer letztes Fußballspiel anschauen. Ihr seid daheim ja echt nicht zum Aushalten. Im Ernst jetzt? Ja, schleicht euch. Hey, Harry, super Idee mit dem Woche da von die Platz. Kommst 2 Stunden früher zur Champions League. Gehen wir, oder? Christi, Barbara. Christi, hast du es doch noch geschafft? Oh, sag doch was, du bist wieder zugegangen ist daheim. Also Mama, frage mich schon, was die ohne mich dachten. Sag doch was. Hey, du hast das schon alles hergerichtet. Ja, die ganze Plätzchenspende für unseren Frauenbund Adventsbasar. Greitmeierin hat es auch wieder probiert, ha? Probiert ist der richtige Ausdruck. Das kannst du nicht fressen, das Zeug. Das wird wahrscheinlich ein Vanillekipferl werden oder so. Ja, schon tut's eher wie ein Vanille. Krüppel. Das ist stark trocken, das Zeug, gell? Boah, lass mich ran. Das ist garantiert von unserer neuen Ökotante da drin, ha? Boah. Exakt. Ohne Butter, Schmalz und Zucker. Und jetzt darfst du 3-mal ran von den Gießern. Tja, sieht man schon von Weitem, das gehabt haben, gell? Aber unsere Bürgermeisterin glaubt doch tatsächlich jedes Jahr keiner März. Die hält uns für total deppert. Und was hast du dabei? Ich? Ein Glühwein wie jedes Jahr. Selber kaufen. Das ist doch einmal schön, wenn wir miteinander was machen. Ha? Freut mich, dass ich heute nicht allein backen muss. Du, schau her, du kannst jetzt dabei das Mehl aufstrahlen. Ich gehe dabei und hole einen Tag vom Kühlschrank. Ja, sag einmal, das sind doch keine 3 Pfund mehr. Höchstens nur 2. Hast du genascht? Nee, Ja, was hast du denn? Rundholzallergie. Jetzt maltest du den Tag schön dünn aus. Suchst dir irgendeine Form, die wo dir gefällt und machst schöne Plätzchen. Ich geh dabei in den Keller und hol Marmelade. Ja, sag einmal, was ist denn jetzt das? Ja, Weißbierglasl. Du hast ja gesagt, ich soll immer Form aussuchen, die mir gefällt. Ja, bei dir ist doch Hopfen und Malz verloren, oder? Nein, eben nicht. So, ja. So. So, pass auf, ich habe ein Rätsel für dich zur Vorweihnachtszeit. Und ich gebe dir einen Tipp, es hat was mit Bacher zum tun.
Was ist ihr mit Wahrheit zum Tor haben, außer dass ihr nicht ganz knusper seid? Es ist doch ganz einfach.